Ein schöne Bonjour, ihr alle Guten, kleiner, groß, jung und alt, haut ob Dreikönigstag aus der Rospotter Kirche. Von Herzen ihr all Gottes Segen und nimmen das allerbest für 2021. Jeder von uns wünscht, dass das Jahr nicht in einem guten Stern steht. Und ein Jahr wie das Lächt, das war ja aber auch das Lächt. Und das wünschen wir kaum nachher. Die Impfungen, die wir angefangen haben, machen auch Hoffnung auf ein Ende von der Pandemie. Aber wenn wir gucken, was zu Lützeburg die letzten Medien uns melden, da scheint ja aber manches an dem Kontext mehr komplex zu sein. Aber was wird auf uns, wenn wir den Virus bis Meister sind? Was könnt ihr uns tun, wenn die Rechnung von diesem schweren Ersatz für uns alle Guten da ist? Wie viel Opfer, wie viel Sakrificen kommen nach vier drun? Ja, Zukunft ist sicher unsicher. Und wir wünschen, 2021 soll unter einem guten Stern stehen. Mit einem Stern wird auch das Fest vom 6. Januar zu dienen, das wir an der Kirche den Dreikönigstag schon so sonnig viel gefeiert haben. Wenn wir an die Bibel gucken, was hinter diesem Fest vom Dreikönigstag steht, da finden wir am Matthäus-Evangelium am Anfang vom 2. Kapitel einen Text über Sternendeutern von gescheiten Leuten aus dem Orient, die ein besonderes Stern bemerkt, das Scheinen von diesem Himmelsphänomen als etwas ganz Extras gedeiht, als sich dann mit königlichen Kadoen auf den Weg gemacht haben. Effektiv, Astronomen wissen von einem besonderen Himmelsphänomen am Jahr 7 vor Christus. Ein Historiker datieren ja haut plausibel dem Jesus in Geburt ungefähr an der Zeit. Demals ein Phänomen Himmel, wenn wir doch für kurzem, den letzten 21. Dezember hatten, die sogenannte Großkonjunktion von Jupiter und Saturn. In der babylonischen Mythologie ist der Jupiter der Königsstern und der Saturn der Stern von den Juden. Und so kommt wohl, dass die Sternendeiter aus dem Osten dann Richtung Jerusalem abgebracht sind. Auch wir sind abgebracht an ein neues Jahr. Und es wird uns 2021 wohl nicht viel anders gehen, wie die Sternendeiter. Auch wir wissen alona nicht genau, wo der Weg uns hinführen wird. Aber vielleicht werden auch wir auf manche Plätze gehen, wo wir nicht an uns Ziel kommen. Für mehr klar zu sehen, können wir uns da über ein paar Fragen stellen. Was sicher nicht an meinem Leben, respektive was für einen Stern ging ich an meiner Existenz noch? Was für ein Stern, was für Sterne leiden mich an meinem Leben? Den Evangelist Matthäus weiß zu schreiben, die Sternendeiter waren außer sich vor Fried, wie sie beim Jesus angekommen waren. Wir sind nach einer Weg. Und da können wir uns eine andere Frage stellen. Was wünschen ich an diesem Jahr? Was will ich an meinem Leben erreichen, dass ich froh gehen kann? Wie und wo kann ich ein Fried finden, trotz aller Widerwärtigkeiten? Und du hast noch etwas. Auf unserem Weg durch die Jahre und durch das Leben gibt es so viele Gelegenheiten, dem Jesus zu begegnen. Hier wird uns, wie die der Volksmund als Dreikönige nennt, mit großer Fried erfüllen. Weil
Am Jesus kriegt dem Herrgott sein Leben für uns Menschen Kabafaus. Gottes Leben, der jederem gilt. Okay, soll du von er ausgeschlossen sein. Und da weiß sich noch etwas am Jesus. Den Herrgott hat ein Ziel für jeden am Leben. Will uns alle Guten ein groß Fried schenken. Das all Chaos war mir dem Jesus zu begegnen, und aber auch dann, was für uns der Moment ist, wenn wir eigentlich, wenn es Schluss ist, beim Jesus kommen. Und Weg dahin, und Weg durch das neue Jahr, mit all den guten Wünschen, mit unseren Erwartungen und Hoffnungen. Gottes Segen für euch, der Segen vom Pap, vom Jung und vom Heiligen Geist. Amen.